Es gibt so Themen, die bewegen die Gemüter extrem stark. Das können sehr unterschiedliche Sachen sein. Und das werden dann so Themen für Pausentischgespräche oder im Feierabend, wenn man zusammenhockt, oder auf dem Spielplatz, wenn man miteinander den Kindern zuschaut. Aktuell bewegt ja zum Beispiel gerade die Fußball-Europameisterschaft extremstens. Freude und Leid liegen manchmal so nah zusammen. Und ich bin ehrlich, als aktiver Fußball-Junior habe ich natürlich extrem viel Fachexpertise, die ich dann gerne grosszügig zum Besten gebe vor meinem Fernsehen und allen gerne erklären, was man jetzt da in dieser Situation eigentlich hätte sollen machen, damit dann das gewünschte Ergebnis reinkommt. Bei diesen Themen, die Menschen bewegen, wo man heiß diskutiert, wird aber etwas oft sehr schnell klar, nämlich, dass es keine einfachen Antworten gibt. Sonst müssten wir ja nicht so intensiv miteinander darüber reden. Und bei diesen Fragen, die wir uns in unserer Serie «Fragen, die die Welt bewegen» beschäftigen wir uns genau mit solchen Fragen. Mit komplexen, vielschichtigen Fragen, wo es keine einfachen Antworten gibt. Und wir haben so das Motto, das wir über die Sündig hineinstellen, und das will ich lesen. Das ist so der Rahmen, wo auch das heutige Thema drin steht. Ohne fertige Antworten zu servieren, möchten wir Themen aus biblischer Perspektive beleuchten. Dies soll uns helfen, uns eine eigene Meinung zu bilden und mit Menschen in unserem Umfeld darüber ins Gespräch zu kommen. Und so machen wir es heute auch mit einem Thema, das die Menschen seit ein paar Wochen extrem stark bewegt, seit ein paar Monaten. Das ist der Krieg in Israel und Gaza. Konflikt, Krieg, Provokation und Gewalt begleiten das Nebeneinander von Israelis und Palästinensern seit vielen Jahren. Sicher seit der Staatengründung von Israel am 14. Mai 1948. Und das letzte Mal eskaliert ist die Gewalt, ausgelöst durch den brutalen Überfall von der Hamas am 7. Oktober 2023. Bei diesem Überfall sind mehr als 1200 Menschen getötet worden. Über 250 Menschen sind verschleppt worden im Gazastreifen. Und noch immer hat es über 120 Geiseln, die dort festgehalten werden. Leider lange die Zeit heute Morgen nicht, um die ganze Geschichte aufzurollen, wie es dazu gekommen ist. Man könnte anfangen zu der Zeit von Jesus und durchgehen durch die verschiedensten Abschnitte, aber für das kommen wir heute Morgen einfach nicht dazu. Und darum verweise ich gerne auf andere Predigten, zum Beispiel auf eine von Johannes Wirth, wo ziemlich genau vor 2 Jahren da predigt worden ist, in dieser Sommerserie dort zumal, «Hat's Gott noch im Griff?», findet man auch in unserem YouTube-Archiv. Wenn wir uns aber fragen, um was geht es eigentlich in dem aktuellen Konflikt, dann müssen wir uns bewusst werden, dass das ein extrem vielschichtiges Thema ist. Da spielen ganz viele verschiedene Faktoren mit drin. Ich zähle ein paar einzelne auf. Da geht es um die Frage, wem das Gebiet rechtmäßig als Heimat zusteht. Wer war zuerst da gewesen? Die Palästinenser, die dort gelebt haben? Oder die Juden, die vor 2000 Jahren von dort vertrieben worden sind? Hat irgendjemand am anderen da jetzt Land weggenommen? Oder sind Menschen, Juden und Araber, in ein vormals eher ödes und karges Land eingewandert? Eine andere Dimension ist, dass sich dort verschiedene Religionen begegnen. Verschiedenste Glaubensgemeinschaften betrachten Jerusalem als heiligen Ort und heilige Städte, die es dort hat. Das begegnet einem, wenn man zum Beispiel in der Altstadt von Jerusalem unterwegs ist, mega lebendig. Man sieht Juden an der Klagemauer. Man sieht Muslime auf dem Tempelberg mit dem Felsendom und der Al-Aqsa-Moschee. Man begegnet unterschiedlichsten Arten von Christen, zum Beispiel, wenn man in der Grabeskirche einen Besuch macht. Viele Menschen verbinden mit dem kleinen Fleck Erde Jerusalem extrem viel. Es ist ihnen wichtig und heilig und so gehen die Emotionen oft schnell darauf. Eine religiöse Komponente hat es auch in der Auseinandersetzung von Hamas und Israel. Im radikalen Islam, wie die Hamas ihn vertritt, gibt es keinen Platz für die Juden. So findet man in der öffentlich einsehbaren Hamas-Charta, also deren Erklärung über was der Zweck ist von dieser Organisation, ein klares Statement, dass Israel vernichtet werden sollte.
In den Köpfen der kommenden muslimischen Generation muss unbedingt die Vorstellung verankert werden, dass es sich bei der Palästina-Frage um eine religiöse Frage handelt. Sobald die Feinde muslimisches Land usurpieren, das heißt besetzen, wird der Dschihad, der heilige Krieg, zur individuellen Pflicht eines jeden Muslim. Die Palästina-Frage kann nur durch den Dschihad gelöst werden. Initiativen, Vorschläge und internationale Konferenzen sind sinnlose Zeitvergeudung. Und sie beziehen sich in der Charta auch auf den Prophet Mohammed, der gesagt hat, die Stunde wird kommen, da die Muslime gegen die Juden so lange kämpfen und sie töten, bis sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken. Doch die Bäume und Steine werden sprechen, O Muslim, O Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt, komm und töte ihn. Die Absichten der Hamas sind klar und eindeutig. Und daher ist die Frage durchaus berechtigt, was passieren würde, wenn Israel den Krieg verlieren würde. Gäbe es dann einen freien, demokratischen Staat Palästina oder einen islamischen Gottesstaat? Hinter solchen Überzeugungen, wenn wir sie hier lesen, steckt klar und eindeutig ein Antisemitismus, ein Judenhass, eine Judenfeindlichkeit. Und in dem Sinn hat der Konflikt also auch eine geistliche Dimension. Man könnte ihn als Versuch vom Bösen beschreiben, das Volk der Juden und damit auch ihren Glauben auszulöschen und auszurotten. Und solche Versuche hat es in der Geschichte, wie wir lesen können, verschiedenste gegeben. Durch verschiedenste Gruppierungen von Menschen. Zuletzt und sehr eindrücklich bekannt für uns alle noch im Holocaust zur Zeit des Zweiten Weltkrieg. Aber Gott hat das nicht zugelassen. Es gibt aber auch eine historische Dimension in diesem Konflikt. Das sind Menschen auf beiden Seiten von dem Grenzzaun, die Leid, Angst und Terror erlebt haben. Und bei allem, was heute passiert, schwingt immer auch Erinnerung mit in das, was früher passiert ist, was meine Verwandten, meine Eltern, meine Geschwister, meine Onkel, Tanten oder Vorfahren angetan worden ist, hin und her. Und so muss uns im Kopf bleiben, dass bei allem, was da ist, immer auch das mitschwingt. Eigenes Erleben, eigener Schmerz, eigenes Leid. Und eine Sicht, die geprägt ist durch solche Auseinandersetzungen. Und zuletzt, aber nicht abschliessend, gerade wenn wir auch in die westliche Welt schauen, dann merken wir, es hat auch eine weltanschauliche oder eine politische Dimension in diesem Konflikt drin. Zum Beispiel im Wahlkampf in Amerika, Trump gegen Biden. Es entscheidet sich an der Frage, wie man mit dem umgeht. Oder bei uns da in der Schweiz auch, wo es verschiedenste Lager gibt. Das Pro-Palästina-Lager, wo meistens Leute aus dem eher linken politischen Segment sich engagieren. Und auf der anderen Seite ein Graben, wo dann vielleicht die eher konservativen Kräfte sich mit Israel solidarisieren. Und man auf dem Buckel von diesem Konflikt auch andere Spannungen miteinander austrägt. Und man versucht, diesen Konflikt zu nutzen. Mit was für Motiv, mit was für Absichten, es sei dahingestellt. Das Gleiche ist aber auch Realität vor Ort. Das, was wir in den Medien lesen, ist immer nur ein Teil der Realität. Und immer durch einen Filter von persönlichen Überzeugungen zu uns transportiert worden. Und so muss uns bewusst sein, dass ein Teil davon Kriegspropaganda ist, von der Hamas. Das wird ja in unseren Medien häufig auch kennzeichnen mit dem Zusatz, dass die Angaben über das Ausmaß der Zerstörung oder über Opferzahlen nicht unabhängig haben können verifiziert werden. Oder auf der anderen Seite, wenn man die andauernden Proteste in Israel selber sieht, gegen die rechtsnationalistische Regierung von Netanyahu, wo man auch merkt, dass auch hochrangige Politiker aus Israel nicht gleicher Meinung sind, wie zum Beispiel der Benny Gantz, der sich zurückgezogen hat aus dem Kriegskabinett, weil er nicht einverstanden war. Dann merken wir auch in Israel und im Gazastreifen, wer den Konflikt braucht, mit Ziel, mit Absicht, Interessen, die da reinspielen. Bringt uns an den Punkt zu einer Feststellung, die banal scheint, aber ich glaube mega wichtig ist. Das, was dort passiert, ist extrem kompliziert und da schwingt extrem viel mit. So unangenehm, dass das manchmal sein mag, dass es keine einfache Antworten gibt, so wichtig scheint es mir. Und es scheint mir grundlegend zu sein für den Umgang mit solchen Themen auch in unserem Leben hinein. Gerade im Angesicht von so viel Leid und Trauer und Verlust und persönlichem Schicksal auf beiden Seiten von dem Grenzzaun
ist nach meiner Überzeugung extrem wichtig. Ja, unsere Pflicht, mit extrem viel Demut, Bescheidenheit und Mitgefühl zu reagieren. Und lieber einmal mehr still zu sein und zu überlegen, was ich sage, wieder einfach salopp irgendetwas rauszuhauen, da aus der Distanz mit dem Finger von einer Person, die weder persönlich betroffen ist, von dem, was dort passiert, noch alle Hintergründe und Fakten kennt. Und so liegt vielleicht dann im ersten Moment der Schlussfolgerung ein bisschen näher, dass man denkt, dann lieber gar nichts mehr sagen, oder was? Und die Debatten einfach den Stimmen überlassen, die am lautesten schreien. Aber auch das ist doch nicht wirklich eine gewinnbringend zielführende Alternative, oder? Also gar nichts sagen ist auch nicht das, was richtig ist. Und so kommt die grosse Frage auf jedes Einzelne von euch: Wie schaffen wir es denn jetzt, im Angesicht von dieser Komplexität zu persönlichen Haltungen zu kommen? Jedes Einzelne von uns persönlich für sich. Und da möchten wir euch auch dem heutigen Morgen ein paar Gedanken mitgeben. Keine fertige Antworten, wie ich am Anfang gesagt habe. Aber aus biblischer Perspektive ein paar Gedanken, die vielleicht helfen können, Orientierung zu finden, da drin. Gerade für uns als Christen ist Israel nicht einfach irgendein fremdes, fernes Land im Nahen Osten, sondern viele von uns verbinden durch das Lesen von der biblischen Geschichten, vielleicht auch durch persönliche Reisen, durch Kontakte, die man hat, extrem viel mit dem Land. So geht es mir auch. Vor ziemlich genau einem Jahr waren meine Frau und ich dort zu Gast und haben das wunderbare Land bereisen. Es ist mir nahe. Es lässt mich nicht kalt, es bewegt mich. Darum, aus Sicht auch von ein paar Bibelstellen, ein Blick auf das, was im Moment dort passiert. Und anfangen möchte ich mit einem Text aus dem Römer 11, Vers 17, wo genau das Thema aufnimmt. Die Verbundenheit von Christen und Juden und warum es für viele von uns eben nicht ein fremder und ferner Konflikt ist, sondern uns auch persönlich betroffen macht. Wir lesen da im Kapitel 11 vom Römerbrief, Vers 17 Folgendes. Einige Zweige dieses Baums sind herausgebrochen worden. An ihrer Stelle wurdet ihr als Zweige eines wilden Ölbaums eingepfropft. So lebt ihr, das sind die römischen Christen gemeint, von den Wurzeln und Säften des edlen Ölbaums. Da ist Israel und das Volk der Juden gemeint. Mit dem Bild von so einem Ölbaum, wo ein Teil eingepfropft worden ist, drin hineingesteckt worden ist und genährt wird, aus den Wurzeln, aus dem Stamm und aus dem Saft heraus, beschreibt der Paulus die Verbundenheit, die Juden und Christen miteinander haben. Trotz Spannungen, trotz Meinungsverschiedenheiten, trotz Uneinigkeit ist da eine Verbundenheit. Wir teilen die Wurzeln von unserem Glauben miteinander. Das Fundament der alttestamentlichen Schriften und in dem Sinn auch der Glaube an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Auch Jesus war Jude, Jude durch und durch. Und Jesus hat sein Reich und seine Lehre als eine Erfüllung von dieser alttestamentlichen Hoffnung auf den kommenden Messias verstanden. Und so ist es nachvollziehbar, dass viele Christen eine persönliche Verbundenheit fühlen mit dem Staat Israel und mit dem Volk der Juden. Und ich finde das richtig und ich finde das auch etwas Schönes. Ein solch wohlwollender Blick von Christen gegenüber Juden ist leider auch in der Geschichte von uns Christen nicht immer der Fall gewesen. Und da hat es Zeitabschnitte gegeben, wo Christen, manchmal sogar im Namen Gottes, Juden schreckliches Leid angetan haben. Und darum will ich auch an dieser Stelle nochmal ausdrücklich sagen, dass wir uns mit aller Deutlichkeit gegen jegliche Form von Antisemitismus stellen sollen. Verbundenheit, ein zweiter Gedanke, unter dem Titel «Ein besonderer Schatz». Was wir in den vergangenen 100 Jahren im Nahen Osten haben können erleben, das ist ein Wunder. Punkt. Niemand, behaupte ich, oder fast niemand, hätte vor 100 Jahren daran geglaubt, hätte während 2000 Jahren daran geglaubt, wo die Juden in der ganzen Welt zerstreut sind, dass wir so etwas, wie wir heute sehen, jemals noch werden erleben. Dass es jemals wieder einen Staat Israel wird geben. Geschweige denn, dass in weniger als 100 Jahren an einem kargen und öden Fleck Erde ein blühendes Land, eine wirtschaftlich hochentwickelte, technologisch hochentwickelte Nation entstehen würde. Auch nach 2000 Jahren von Warten und Aushalten hat Gott sein Versprechen noch wahrgemacht, das Volk nicht fallen lassen und hat etwas Einzigartiges entstehen lassen.
Und so ist schon der Paulus im gleichen Römerbrief, ein bisschen vorher im Vers 2 von dem 11. Kapitel gesagt, hat Gott sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, nicht aufgegeben. Genau. Gott hat sein Volk, das er sich einmal erwählt hat, nicht aufgegeben. Oder habt ihr vergessen, was in der Heiligen Schrift berichtet wird? Ich habe da eine andere Übersetzung, habe ich gerade gesehen. Gott steht zu dem Bund, den er geschlossen hat mit dem Volk. Und wir lesen von dem Bund unter anderem im Alten Testament, im 2. Mose. Es ist nachdem Israel die Befreiung aus Ägypten erlebt hat, wo Gott sie fragt, möchtet ihr das Bundesvolk von mir werden, wo er sie einlädt. Und nachher ja dann der Bundesschluss mit diesen 10 Geboten kommt und wir lesen dort Folgendes. Ihr sollt jetzt wissen, wenn ihr meine Worte sorgsam beachtet und euch an die Bestimmungen des Bundes haltet, den ich mit euch schließen werde, dann werdet ihr mein besonderes Eigentum sein. Solch eine Stellung hat kein anderes Volk. Mir gehört zwar die ganze Welt, aber ihr sollt für mich ein Königreich von Priestern sein, ein Volk, das mir geweiht ist. Diese Worte sollst du den Israeliten übermitteln. Israel hat einen besonderen Platz im Herz von Gott. Er vergisst es nicht, er gibt es nicht auf, er verstoßt es nicht und er hebt seinen Bund mit dem Volk. Trotzdem, dass das Volk, der Bund, immer und immer und immer wieder missachtet, aus den Augen verloren und gebrochen hat. Sie haben sich von Gott entfernt, sie sind ihm untreu geworden, aber durch alle Höchst und Tiefs durch hebt Gott fest an dem Bund. Und das hebräische Wort Segula, wo da verwendet wird, wo heißt ein kostbarer Schatz, ein kostbarer Besitz, ein kostbares Eigentum, das drückt das für mich extrem schön aus. Es geht jetzt aber da nicht darum, dass Gott einzelne Menschen lieber hätte oder sie bevorzugen würde gegenüber anderen. Das ist so unsere Sicht, die wir dann manchmal haben, oder? Dass man eifersüchtig wird und denkt, das ist ja mega unfair von Gott. Nein, es geht darum, dass er mit dem Volk eine besondere Berufung hat. Und er hat wählen, dass sie im Sinn von dem Versprechen, das er Abraham gibt, dass er sie segnet, damit durch sie durch die ganzen Völker der Welt gesegnet werden sollen. Dass sie ein Wegweiser sollen sein, hin auf den Gott. Er hat eine besondere Berufung gehabt und hat darum einen besonderen Bund mit ihnen geschlossen und hat gesagt, ich stehe zu euch, aber ich möchte euch auch brauchen, wenn ihr das Bundesvolk seid. Und hinter dieser Wahrheit, dass Gott Menschen nicht gehen lässt und treu zu dem Bund steht, steckt auch eine geistliche Wahrheit für jedes Einzelne von uns. Gott steht auch zu dem Bund, den er mit uns geschlossen hat. Sogar wenn wir, wie das Volk Israel, so oft diesen Standards nicht genügen können, selber untreu werden, selber wieder versagen und Jesus nicht in angemessener Art und Weise in dieser Welt repräsentieren. Gott lässt auch uns nicht fallen. Das gibt uns Hoffnung und Zuversicht. Also Verbundenheit, eine spezielle Rolle von dem Volk und ein dritter Teil, ein dritter Gedanke, um die aktuelle Situation im Licht der Bibel zu sehen. Gott hört den Ruf der Schwachen, der Wehrlosen und der Unterdrückten. Wir sehen das in der Geschichte vom Volk Israel, zum Beispiel in Ägypten, wo sie versklavt worden sind und wo sie geschrauen haben. Und Gott hat gesagt, ich habe das Schreien von euch gehört. Und er handelt. Gott stellt sich auf die Seite der Schwachen, der Wehrlosen, der Armen, der Witwen, der Waisen, der Unterdrückten. Und so ist Gott auch zum schärfsten Kritiker vom Volk Israel geworden, wenn sie in einer Zeit der Blüte ihre eigene Macht und Stärke angefangen haben zu missbrauchen und andere Menschen, die schutzlos oder wehrlos waren, haben angefangen zu unterdrücken. Zum Beispiel heißt es im Prophet Jeremia, Kapitel 22, der Herr befahl mir, in den Königspalast zu gehen und dort zu verkünden. Höre, was der Herr dir zu sagen hat, König von Juda, du Nachkomme von David. Dir, deinen obersten Beamten und deinem Volk, das durch diese Tore zum Palast hineingeht. So spricht der Herr, sorgt für Recht und Gerechtigkeit, helft den Menschen, die beraubt und unterdrückt werden, den Ausländern, Waisen und Witwen tut keine Gewalt an und nutzt sie nicht aus. Hört auf, hier das Blut unschuldiger Menschen zu vergießen. Das Leid von unschuldigen Menschen lässt Gott nicht kalt. Und er hört den Schrei von denen, die unterdrückt sind.
in unserem Ringen darum, wer jetzt wie viel Anteil an der Verantwortung zu tragen hat von dem Konflikt, den wir im Moment sehen. Und wem jetzt was zugeschrieben ist, dürfen wir nicht vergessen, dass es auf beiden Seiten extrem viele unschuldige Menschen gibt, die leiden unter dem, was da passiert. Und Gott sieht das. Und Gott hört das. Und es lässt ihn nicht kalt. Und so bin ich überzeugt, dass auch diese Perspektive in unsere Haltung und in unsere Sicht muss einfließen. Und ich glaube, man darf die Art und Weise, wie Israel auf das Massaker reagiert, durchaus kritisch beleuchten. Israels Regierung hat die Verantwortung und Pflicht, seine Bürger zu schützen und sein Land zu verteidigen. Das steht außer Frage. Aber trotzdem verpflichtet Israels militärische Übermacht sie dazu, im Sinn der Wahrung der Menschenrechte den Einsatz von diesen Mitteln anzupassen, der Situation, die sie vorfindet, und nicht rücksichtslos vorzugehen. Auch das sind nur ein paar Gedankenanstöße. Und auch das klärt jetzt noch nicht, wer ist jetzt im Recht oder im Unrecht. Wo ist die Linie zwischen Gut und Böse? Aber solange wir in einer gefallenen Welt leben, solange wir da auf dieser Erde noch sind und warten auf die Ewigkeit, solange werden wir müssen leben mit diesen Spannungen, dass es keine klare Linie zwischen Gut und Böse gibt. Und jeder, der liest in dieser Bibel im Alten Testament, sieht es dort, in all diesen einzelnen Geschichten drin. Es gibt keine klare Linie, wer ist gut und wer ist böse. Weil wir sehen die Helden von Gott, Mann nach dem Herzen von Gott, der trotzdem schrecklich schlimme Sachen tut. Und das Böse sich zeigt und manifestiert im Leben von Gottes Helden und Heldinnen. Und gleichzeitig sehen wir Menschen aus scheinbar gottlosen Völkern, die eigentlich keinen Sinn sollten haben für Recht und Moral, die trotzdem gottgefällig handeln und Teil werden von der Erlösungs- und Heilsgeschichte von Jesus. Es gibt keine klare Linie zwischen Schwarz und Weiß. Weder hier, noch heute, noch in unserem Leben drin. Und mit dieser Spannung müssen wir umgehen, solange bis Jesus wieder wird kommen. Es gibt in diesem Konflikt keine einfachen Antworten. Und das ist auch ein Grund, warum es mir keine Einordnung von diesen Ereignissen, die jetzt passieren, in den Endzeit-Fahrplan machen. Und warum es mir nicht irgendwelche Ereignisse aus der Geschichte mit Prophetien vom Alten Testament gleichsetzen und daraus irgendetwas ableitet. Es hat so viele Pläne gegeben und so viele Schlussfolgerungen, die man aus diesen Plänen gezogen hat in der Geschichte. Und allesamt haben sie sich im Verlauf der Zeit als falsch herausgestellt. Wir legen Texte aus den prophetischen Büchern und aus der Offenbarung anders aus. Und ihr findet auch in unserem YouTube-Archiv viele verschiedene Predigten zu diesem Thema, zum Beispiel aus dem letzten November, auch von Johannes Wirth. Wo ist Gott inmitten von Krieg, Leid und Not? Und so möchte ich zum Schluss den Blick von dem fernen Nahen Osten auf dies und auf mein Leben richten. Was heisst das jetzt für uns? Wie gehen wir jetzt mit dem um? Gehen wir diesen Spannungen einfach aus dem Weg und sagen, wir machen die Augen und die Ohren zu und sagen, es ist so kompliziert, man kann ja eh nichts machen, was soll man dann? Oder was heisst das für uns? Ich will dir 3 Gedanken mitgeben, da drin. Das erste, auch die Art und Weise, wie wir als GVC damit umgehen. Das erste steht unter dem Titel geschwisterliche Verbundenheit. Als christliche Glaubensgemeinschaft haben wir, wie wir schon gehört haben, eine starke Verbundenheit mit dem Volk Israel und mit den Juden. Und vielleicht ist es ein bisschen so, wie es bei meinen Geschwistern ist. Wir gehören zusammen, auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind. Und wir müssen nicht alles gut und richtig finden, was die aktuelle oder jeweils aktuelle Regierung in Israel im Moment gerade macht. Und trotzdem spüren wir eine innere Verbundenheit und eine Nähe, weil uns das Volk, die Menschen und die Geschichte das Herz gewachsen ist. Und nochmal das soll es gesagt sein, wir stellen uns in jeglicher Form gegen Antisemitismus. Ein zweiter Gedanke. Beim Vorbereiten von dieser Predigt und beim Ringen darum, wer jetzt Recht und Unrecht hat und was jetzt angemessen ist, wie Israel reagiert auf das schreckliche Massaker, ist mir ein Text von Jesus die ganze Zeit in den Sinn gekommen. Penetrant. Das hat mich richtig angefangen zu nerven. Und ich mute euch zu. Und vielleicht nervt es dich auch. Jesus sagt nämlich in der Bergpredigt Folgendes. Ihr wisst, dass euren Vorfahren
gesagt wurde, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Doch ich sage euch, leistet keine Gegenwehr, wenn man euch Böses antut. Wenn jemand dir eine Ohrfeige gibt, dann halte die andere Wange auch hin. Wenn einer dich vor Gericht bringen will, um dein Hemd zu bekommen, so lass ihm auch noch den Mantel. Und wenn einer von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh 2 Meilen mit ihm. Gib jedem, der dich um etwas bittet, und weise den nicht ab, der etwas von dir leihen will. Es heißt bei euch, liebe deinen Mitmenschen und hasse deine Feinde. Doch ich sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Was ist ein gerechtfertigter Einsatz von Gewalt? Wo ist die Grenze? Wie reagiert man auf schrecklich schlimmes Unrecht und auf Hass, der einem entgegenkommt? Das sind Fragen, die können wir nicht für jemand anderen beantworten. Und ich hüte mich davor, da aus dem sicheren Hafen der Schweiz ein Urteil über das zu fällen, was dort passiert. Aber wenn wir Christen sind, wenn wir Nachfolgerinnen und Nachfolger von dem Jesus sind, dann müssen so Aussagen wie die von Jesus uns unangenehm auf dem Herz drücken. Es kann nicht sein, dass uns diese Worte kalt lassen, wenn wir auf das Leid, auf die Ungerechtigkeit und auf die Hass auf der Welt, besonders im Nahen Osten, schauen. Und ich glaube, es muss uns, jedes Einzelne von uns dazu zu bringen, in unser Herz hineinzuschauen und zu sagen, wie reagiere ich auf Ungerechtigkeit, auf Hass, auf Unfaires, auf Rufschädigung, auf was auch immer das ist in deinem Leben, so klein oder so gross es möge sein. Ich glaube, es muss ein Spiegel sein, wo wir auf unser eigenes Herz hineinschauen und uns fragen, was mache ich jetzt mit dem? Die Texte legitimieren oder bagatellisieren Ungerechtigkeit nicht. Ungerechtigkeit und Hass bleiben falsch. Und das muss man verurteilen. Aber es fragt uns, es fragt dich und es fragt mich, wie reagiere ich? Das, was Jesus da fordert, ist eine andere Reaktion. Kein Auge um Auge, keine Vergeltung, keine Rache, nein, Vergebung und aufopferungsvolle Liebe, sogar wenn es mich alles kostet, mein eigenes Leben. Das ist der Jesusweg, den er uns vorgelebt hat. Das ist der Löwe Judas, der als geschlachtetes Lamm gekommen ist. Ich glaube, wir sind aufgefordert, du und ich Friedensstifter zu sein in unserem Wirkungskreis, in unserer Familie, an unserem Arbeitsplatz, in unserer Nachbarschaft, in unseren politischen Gemeinden, dort, wo wir daheim sind, wo gekehrt wird um allerlei. Ich glaube, Jesus fordert jedes einzelne von uns auf, die Wurzeln von Hass, von Angst und von Gewalt und von Terror aus unseren eigenen Herzen immer wieder auszureißen. Und unter diesem Blick hat mich ein Artikel extrem bewegt, der in der NZZ am Sonntag letzte Woche erschienen ist, wo ein Interview zeigt von 2 Menschen, 2 Männern, ein Israeli und ein Palästinenser, wo beide direkt betroffen sind und sich beide einsetzen für Frieden. Der Israeli Maoz Sinon hat am 7. Oktober seine Eltern verloren. Und der Palästinenser Aziz Abu Sarah hat seinen Bruder verloren. Beide vergeben die Täter und wollen Frieden. Und es gibt ein Zitat, das ich euch vorlese, von Maus, wo sagt, Rache darf nur in den Händen Gottes liegen. Uns Menschen bleibt übrig, uns in Versöhnung und Vergebung zu üben. Aufgrund dieses brutalen, 100-jährigen Konfliktes haben wir unsere Moral und unsere humanitären Werte verloren. Unsere Helden sind Helden des Krieges und der Rache. Aber wir müssen Helden des Friedens kreieren.
Hey, wenn ich dort oben schaue, dann zerreißt es mir das Herz. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das möglich sein soll, dass sich irgendwann irgendetwas verändert. Mit menschlichen Mitteln scheint es unmöglich. Aber für Gott ist es nicht unmöglich. Wenn wir sehen, was mit Ägypten passiert ist, wenn wir sehen, was mit Jordanien passiert ist, wir sind im letzten Sommer über die Grenze in Eilat über auf Jordanien und wieder zurück. Wir haben miterlebt, wie Jordanien mitgeholfen hat, Raketen abzufangen. Wer hätte das gedacht und wer hätte je gesagt, das ist möglich, vor noch ein paar Jahrzehnten. Der wahre Frieden, der Frieden, wo die Schwerter zu Pflugscharen und Speer zu Winzermesser werden, der Frieden, der wirklich Bestand hat, kommt nur durch den Friedenfürst, Jesus Christus. Und so stimmen wir als Kirche und vielleicht auch du als Einzelne in unseren Fürbitten immer wieder mit ein, das Gebet von Jesus. Dein Reich möge kommen und dein Wille möge geschehen, da auf dieser Erde, so wie es im Himmel ist. Möge Jesus Christus, der Friedenfürst, auch dort Frieden bringen, wo es mit unseren menschlichen Mitteln und Möglichkeiten unmöglich scheint. Es mag sein, dass es manchmal im Angesicht von all dieser Not und von diesem Leid ein bisschen lächerlich wirkt, wenn wir da zusammen aufstehen und beten, Woche für Woche. Aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass unser Gebet eine Wirkung hat. Wann und wie und wo, das liegt nicht in unseren Händen. Wir stimmen ein, mit in den Ruf. Jesus Christus, Friedenfürst, komm bald. Vater im Himmel, es ist so unmöglich, in so Situationen, die so verzwickt sind, das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und so oft scheint es, als ob das Böse und die Dunkelheit alles würde überwuchern und alles würde einnehmen und alles würde zudrücken, auch in unserem Herzen und in unserem Leben. Am Schluss streiten wir uns sogar da in der Schweiz wegen diesen Sachen und tun uns Leid und Schlimmes an. Jesus Christus, Friedenfürst, wir brauchen dich alle so dringend. Wir schaffen es nicht allein. Die Geschichte zeigt es, die Bibel zeigt es, unser Leben zeigt es. Wir brauchen dich, dass du Frieden bringst und dass du Frieden schaffst, dort wo Hass und Terror und Angst regieren, in unserem Herzen und auf dieser Welt. Und zusammen stimmen wir ein und wir bitten um deinen Trost und um deine Gegenwart bei all diesen Menschen, die leiden. Bei all diesen Menschen, die Schreckliches und Schlimmes erlebt haben. Bei all diesen Menschen, die auf der Flucht sind. Bei all diesen Menschen, die Hunger haben. Bei all diesen Menschen, die Angst haben. Bei all diesen Menschen, die trauern um Verwandte und Bekannte, die nicht da sind oder die getötet worden sind. Herr, komm mit deinem Frieden. Komm mit deiner Heilung. Komm mit deiner Wiederherstellung. Und verbind du die zerbrochenen Herzen, so wie du es gesagt hast, dass du es tust. Und Herr, ich für mich, zusammen mit jedem, der da rein das möchte, wird dir mein Herz, wenn dir unser Herz immer wieder anstrecken und sagen, schau auch unser Herz an. Und durchforsch unser Herz und unsere Seele und schau, wo wir in der Gefahr stehen, vom richtigen Weg abzukommen. Wo wir in der Gefahr stehen, unser Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen. Wo wir in der Gefahr stehen, zurückzugeben. Wo wir in der Gefahr stehen, Gewalt zu legitimieren, weil uns etwas angetan worden ist. Herr, hilf uns mit deiner Kraft, mit deinem Geist, die Wurzeln von dem Hass und von der Angst und vom Terror und von der Gewalt aus unserem Herz immer wieder auszureißen. Auf das unsere Herzen dürfen sein, die Frieden bringen. Auf das unsere Worte dürfen sein, die Frieden bringen. Auf das unser Handeln darf sein, das Frieden stiftet. Dort, wo wir können. Amen.